Bodendach mitnehmen. Da bin ich noch eens mal wer. Für 5 Tage heb ich für u noch eens mal werden Grimmsch Märchen in Sandplatt übersatt, wat ich u no is eben vorlesen will. Et nömt sich der Bauer und der Teufel. Ob platt also die Bur und den Düvel. Et Leben is n Morgen kloket und gewieft Bürken, wo die Löwer voll über vertellen kunnen. Dat mooiste Vertelsel is apat dat, as dat schlaue Bürken den Düvel über den Dis trocken und es so richtig veräppelt hef. Dat Bürken hatte gerade sein Feld beackert und woll sich ob den Heimweg machen, wegen atet ja auch anfing, düsserte werden. Da suchet ob sin Acker ne Hopen glöhnige Kollen liegen und bobendrup satt ne kleinen schwatten Düvel. Wat meckst du hier? Frucht dat Bürken. Dat süd ja just so ut, als wann du ob ne groten Schatz sitzt. Ja, damit hast du auch war recht, sagt er den kleinen Düvel. Ich sit hier ob voll Gold und Silber und dat is mehr, als du in din ganze Leben sehne hes. Nee, dat kann nicht wessen, krieg ich zur Antwort. Dat hier, dat is ja min Acker und darum hat den Schatz auch mito. Ja, dat soll mi dann war recht wessen, sagt dat kleine Düvelken. Apat, ich stell eine Bedingung. Wann du mi 2 Jahre lang die Hälfte von dine Ernte abgibst, dann dröfst du den Schatz behollen. Ach, ich mach doch so gerne die Feldfrüchte, die hier ob die Erde wast. Den Bur mägt den Düvel dann apat auch noch wer ne Vorschlag. Wocht is, dat wir uns doch nachher nicht verkracht und vielleicht noch in die Wulle kriegt. Dat schlägt ju nur für, dat ich in d erste Jahr alles kriege, wat unter die Erde wes. Und du dröfst behollen, wat Bobben ob den Bodden erntet werden kann. In d zweite Jahr geht es dann andersrum. Und du kriegst die Ernte, die unter den Bodden liegt, und ich krieg dat, wat über den Bodden liegt. Dat ist doch gerecht. Oft nicht. Dat quem den Düvel gute Passe. Und damit wassen sie sich nicht. Als dat Frühjahr in Land trock und die Ernte anstön, da sucht man, wat dat schlaue Bürken in Frühjahr pott hatte. Etwas n Runkelröwen, die dick und prall unter die Erde wossen. Den Bur brach seine Ernte in seine Schoppe und überlädt dann den Düvel die gälen verwelkten Bla. Ja, dat mocht den Düvel ja dann auch akzeptieren und darum freuen he sich ob die nächste Ernte. Apat de Bur, was ma wer verruht. Die planten düt mal keine Runkelröwen, nee, die hatte Weitekorn sät, dat he no mähen kun. Und so blieben für den Düvel bloß noch die Hatten stoppeln ob dat Feldband storn. Als den Düvel dat such, da war sie so wüsterig, dat sie sich in ne Steenschlucht fallen lädt und was dann auch von der Bildfläche verschwunden. Ja, rief die Bur, so mut dat gorn, und ob diese Art und Wiese kannst du auch noch n Düvel übert Ohr hauen. Und so göngt dat schlaue Bürken, lichten Furz no sin Feld und halen sich den Düvelschatz. So, dat war's der für 5 Tage und ich sag, gut gone.